Ich möchte über den Samuel Fröhlich sprechen, den Vikar hier in Leutwil, vor etwa 200 Jahren. Man muss natürlich sagen, man kann Projektionen nur machen über das, was heute existiert. Von früher wissen wir ganz, ganz wenig, aber trotzdem, ich möchte einiges da projizieren. Der Samuel Fröhlich kam vor etwa 200 Jahren, kam von Bruck, hat dort Latein gelernt und hat dann in Zürich und in Basel studiert, Theologie studiert. Und das Theologiestudium, das hat ihm eigentlich sehr viel Freude gemacht und er hat das auf die leichte Schulter genommen, denn da konnte man ja da leben, wie man wollte. Bis es ihm eines Tages aufgegangen ist, Entschuldigung, meine Brille liegt da oben auf der Orgel. Bis es eines Tages aufgegangen ist, so geht das nicht. Das hat mit dem Christentum überhaupt nichts zu tun. Und er kam in große Probleme und hat sich dann gründlich bekehrt und sein Leben ganz in den Dienst des Herrn stellen wollen. Wurde dann in der ersten Prüfung ist er durchgefallen, denn mit seinen Ideen konnte er das Konsistorium nicht überzeugen. Da haben sie ihm, was gar nicht üblich war, noch eine zweite Prüfung zugestanden und dann konnte er die bestehen. Und da wurde ihm gesagt, er soll seine mystischen Ideen etwas mäßigen. Und jetzt hat er noch keinen Posten, wurde nach Wagenhausen im Thurgau eingeladen und dort hat er sehr positiv gewirkt, die haben ihn sehr geschätzt. Nun war in Leutwil, und jetzt können wir ja weitermachen und die Kirche da zeigen von Leutwil, jawohl. Ich gehe nachher etwas historisch zurück. Und dann kam mir in Leutwil war ein Pfarrer Häusermann. Und der Häusermann war vielleicht etwas der Trunksucht zugeneigt. Und der hatte mit der Gemeinde ein sehr schlechtes Verhältnis. Sie haben ihm alles Schlechte zugetraut und sie kamen dann auch nicht mehr in die Kirche. Und als der Samuel Fröhlich zum ersten Mal gepredigt hat, sagt man, ich habe das nirgends gefunden, sagt man, es seien 4 Personen im Gottesdienst gewesen. Das entspricht den Verhältnissen, wie man sie heute in manchen Kirchen auch finden kann. Leider. Aber nach kurzer Zeit sind die Leute in den Gottesdienst gekommen und haben gehört oder realisiert, da wird eine frohe Botschaft verkündigt. Jetzt möchte ich etwas da zur Kirche sagen. Das ist ja die Kirche, wie sie 1962 entstanden ist, mit einem neuen Kirchturm und das Kirchenschiff um 60 cm erhöht und innen modernisiert. 4 Giebel, Wasserspeier, damit das Wasser von den Mauern weggeht und ist der kleine Bruder zu dem Kirchturm in Seeon. Was mir noch wichtig ist, ist das Pfarrhaus vorne, das alte Pfarrhaus, das zu der Zeit vom Fröhlich hat das noch existiert. Oder war das da und da hat er wahrscheinlich da drin gewohnt. Was noch interessant ist, die Treppe, die ist so eingeladen, speziell für die Dürrenäscher, dass es ihnen einfach ist, in die Kirche zu gelangen. 1919 hat man dann leider die Straße verbreitert und diese Treppe dann so steil gemacht, wie sie heute ist. Und im nächsten Bild, das ist das einzige Bild, das wir haben von der Kirche, wie sie zur Zeit Fröhlichs war. Die Kirche hatte einen Dachreiter und ein Dachreiter, das wissen wir seit dem Brand in Paris bei Notre Dame. Ein Dachreiter ist aus Holz, den kann man nicht aus Stein machen und darum ist er immer wieder
reparaturbedürftig gewesen. Und das war auch dann der Grund, dass man gesagt hat, jetzt macht man einen steinernen Turm, 1897. Und das Bild, das ist eine Skizze, die der Pfarrersohn gemacht hat, wie es eben vom Pfarrhaus aussieht. Das ist der Pfarrer Müller gewesen, der 1880 gekommen ist. Und sein Sohn war dann etwa 16 Jahre alt, als er dieses Bild gemacht hat. Das ist das einzige Bild, das wir haben zu der Zeit. Und der Samuel Fröhlich hat also in dieser Kirche, diesem Kirchlein gepredigt. Wie gesagt, 4 Leute hatten gut Platz am Anfang. Und als er weiter gepredigt hat, dann sind die Leute in der Kirche gewesen und aus der Kirche auch noch gestanden, außerhalb der Kirche. Das heißt, der Samuel Fröhlich hatte ein kräftiges Organ, sonst wäre das ohne Mikrofon ja hätte nicht so gut funktioniert. Ja, und jetzt, ja, das ist schon schwierig für mich. Ja, ich sehe da nicht mehr so genau alles, was dort steht. Der Samuel Fröhlich hatte Schwierigkeiten mit Verschiedenem innerhalb der Kirche. Insbesondere, ich muss ein bisschen näher kommen. Insbesondere war ihm die Taufliturgie völlig fremd und die konnte er nicht verstehen. Das war so, man hatte zu der Zeit die Kinder, die Babys, am gleichen Tag oder am nächsten Tag getauft. Viele Kinder sind bei dieser Gelegenheit verstorben. Und ich stelle mir immer das ganz schrecklich vor. Der Vater nimmt das Kind und bringt es in die Kirche und nachher kommt er heim und sagt, es lebt nicht mehr. Und wir können uns kaum verstehen, wie das gedacht ist. Also da wird der Täufling direkt angesprochen, also zum Beispiel Hans Rudolf Bertschi, widersagst du dem Teufel und allen seinen Werken, sagt man zu dem Baby. Und dann sollen die Taufzeugen sagen, ja, ich widersage. Und glaubst du an Gott Vater, den Allmächtigen? Ja, ich glaube. Glaubst du an Jesus Christus? Ja, ich glaube. Glaubst du an den Heiligen Geist? Ja, ich glaube. Willst du nun auf diesen Glauben getauft werden? Ja, ich will. Soll der Baby bekennen. Und an der Stelle vom Baby sagen das dann die Taufzeugen. Also mit dem hat er ganz große Schwierigkeiten. Und das Entscheidende war dann, als die Kirche eine neue Kirchenordnung eingeführt hat. Die neue Kirchenordnung war nicht mehr basierend auf dem Heidelberger Katechismus und er hat dann versäumt oder ganz bewusst diese neue Kirchenordnung nicht eingeführt. Und dann hat man gesagt, so geht's nicht, fertig, Schluss, in 2 Tagen bist du nicht mehr da. Und ich habe in den Pfarrbüchern nachgeschaut, es gibt nur 3 schriftliche Zeugnisse vom Pfarrer Fröhlich. Das ist überhaupt so, von den Pfarrern ist sehr wenig drin. Und es gibt ja die Taufregister, die Eheregister und die Totenregister, die er à jour halten musste. Und die hat er dann abgeschlossen. Und hier ist der Abschluss vom Taufregister. Dort sieht man dann seine Handschrift. Ich staune, mit welcher Ruhe er seine Aufgabe hier abgeschlossen hat. Und am nächsten Sonntag stand schon der nächste Pfarrer bereit. Jetzt, was macht der Samuel Fröhlich? Jetzt hat er keinen Job. Er ist zuerst mal nach Hause gegangen, nach Bruck, und hat sich dann überlegt, was soll ich jetzt machen? Das ist noch eine Liste der Pfarrer, die, Entschuldigung, eine Liste der Pfarrer, die ja da im Vorzeichen ist. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das Besondere ist, es sind 3 Pfarrer aus Bruck. Der Stäbblin, dann der
ganz oben der Unger, der Stepplin, hier der Leimgruber und dazwischen eben fehlt der Pfarrer Fröhlich, Vikar Fröhlich. Die Liste ist ja nur von Pfarrern, aber an sich, er war Pfarrer. Also er hatte die Berechtigung, man hat das genannt, Verbi Divinis Magister ist er gewesen. Also er hätte eigentlich auch hier unter den Pfarrern aufgelistet werden sollen. Und da merkt man, wie eben auch heute noch, Entschuldigung, die Kirche natürlich etwas Distanz nimmt. Jetzt können wir noch weiter, jawohl. Ja, wie geht es weiter mit seinen Anhängern? Am 1. April 1931 kommt er noch einmal nach Leutwil und beginnt seine Anhänger zu versammeln, clandestin. Also der konnte ja nicht in die Kirche gehen. Und dann kommen am Abend 200, 300 Leute zu ihm und viele wollen getauft werden. Und er weist immer darauf hin, getauft werden allein genügt nicht. Es ist nachher das Leben, das dieser Taufe entsprechen muss. Und er prüft sie gründlich und ermahnt sie, die Kosten der Nachfolge Christi zu überschlagen. Am nächsten Jahr, am Palmsonntag, kann er mit 38 Getauften das heilige Abendmahl feiern. Und dann kommt der Landjäger und reißt ihn aus der Versammlung und bringt ihn zum Bezirksammann auf die Lenzburg. Und der beschimpft ihn, fast schlägt er ihn, hält das aber noch zurück und reißt ihm die Kleider auf und sucht nach den Büchern, die er vielleicht auf sich trägt. Zuerst soll er ins Gefängnis geworfen werden und dann wird er nach seinem Heimatort Bruck davon gejagt. Alle, die Fröhlich beherbergt haben, müssen vor dem Bezirksammann in Lenzburg erscheinen. Und selbst ein alter Bruder, bei dem der Fröhlich übernachtet hatte, muss 2 Tage ins Gefängnis. Es bilden sich dann Gemeinden in Leutwil, Teufenthal, Suhr, Rupperschwil, Hunsenschwil, Schafiswil. Sie werden schikaniert bis 1874. Bis 1874 endlich die neue Bundesverfassung Religionsfreiheit gewährt. 1901 treten die Neutäufer aus der reformierten Kirche aus und bauen hier ein eigenes Gebäude. Also, Entschuldigung, das habe ich falsch gedacht. Ich habe gedacht, ich sehe es von hier aus, aber wie treu die Geschwister zu Fröhlich hielten, ist durch eine Begebenheit überliefert. Ein alter Bruder, der vor Gericht gezogen worden war, weil er Fröhlich in sein Haus aufgenommen hatte, fragte den Richter: Wenn ein guter Freund zu euch kommt, schickt ihr ihn fort? Als der Richter mit Nein antwortete, sagte er: So kann ich es auch nicht tun. Darauf fragte ihn jener: Was für ein Unterschied ist denn zwischen den Predigten Fröhlichs und denen des Pfarrers? Der Bruder entgegnete: Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Wenn die Pfarrer predigen, so ist es, wie wenn sie Spreu auswürfen. Wenn aber der Fröhlich spricht, so ist es, wie wenn er Körner ausstreute. Aus der Spreu wächst nichts, aber das Korn bringt Frucht. Das Urteil des Richters auf 2 Tage Gefängnis. So, jetzt glaube ich, kann ich wieder absitzen. Das verstaunt mich immer. Das ist die Brücke in Bruck über die Aare. Jahrhundertelang war das die einzige Brücke, weit und breit. Und darum war natürlich Bruck ein ganz besonderer Ort. Dort haben sie sich versammelt, wenn sie zu einem Feldzug ausgezogen sind oder so. Es ist ganz klar, weiter nördlich zum Rhein hin gab es keine Brücke mehr, dort gab es ja noch viel mehr Wasser. Und weiter oben heißt es gab auch keine Brücke. Einfach mit Fähren muss man über das Wasser. Und
das nächste Bild, wenn man das, ich muss das so machen. Das nächste Bild, man sieht es schlecht, ist links die Brücke und dort steht der schwarze Turm als Verteidigung von dieser Brücke. Der Samuel Fröhlich kam von Bruck, sein Vater war Gerber. Hier ist ist der Urgroßvater von Fröhlich, der Großvater, dann sein Vater und der Onkel und der Samuel Fröhlich links. Und das Besondere ist eben, er hatte zwei Vettern, sehr bekannte Vettern. Der ganz rechts ist der Musikus von Bruck. Der hatte sehr volkstümliche Musik gemacht, war sehr beliebt. Er ging dann nach Berlin, hat sich in Berlin verheiratet und offenbar ist das gar nicht zu seinem Glück gewesen. Und er hat sich sehr früh in der Aare das Leben genommen. Und der zweite von rechts unten, das ist ein weiterer Vetter von Fröhlich. Und der ist besonders bekannt, der hat das erste Kirchengesangbuch, ich weiß aber nicht in welchem Bereich, hat er herausgegeben. Hier ist eine Übersicht über die Familie Fröhlich. Man hat früher gesagt, die Fröhlich seien Hugenotten und hießen ursprünglich Scheue. Und das stimmt, aber sie waren keine Hugenotten, gar nicht. Sie waren viel früher in der Schweiz. Der Erhard Fröhlich, links oben, der war in Lausanne und ist nach Bruck gezogen. Die Fröhlich haben sich ohne H geschrieben und früher war die Annahme, die Familie Fröhlich seien Hugenotten, dies ist nicht richtig. Und der Name Fröhlich, zu meiner Überraschung, ist in der Schweiz sehr weit verbreitet. Ob sie mit denen wirklich zusammenhängen, das konnte ich nicht eruieren, aber es ist so stark verbreitet. Was nun? Lehr- und Wanderjahre. Ja, jetzt hat er keine Anstellung. Dann ist er nach Deutschland, bei Ravensburg war Wilhelms, eine christliche Organisation, aber die haben die Taufe nicht abgelehnt. Da konnte er nicht weitermachen. Und dann hat er, dann gab es in England die Missionsgesellschaft für den Kontinent. Die wollten den Kontinent missionieren und haben Missionare angestellt. Und da wurde er dann Missionar. Ich lasse jetzt viel weg, aber was ich jetzt erzählen möchte, das hängt eben mit dem zusammen, dass er Neutäufer geworden ist. Oder dass aus dieser Gruppe Neutäufer geworden sind. Nämlich, er kam auf seiner Reise auch in Kontakt mit der Gruppe der Täufer in Langnau. Und da muss man weit ausholen. Die Reformation vor 500 Jahren in Zürich, die ging ja darum, dass man jetzt nach der Bibel leben möchte. Und der Rat der Stadt Zürich hat ja den Zwingli geholt, um neu nach der Bibel zu predigen, wie das in Deutschland an vielen großen Städten bereits der Fall war. Und dann hat der Zwingli hat junge Leute um sich gesammelt und sie haben miteinander die Bibel studiert. Und dann haben sie festgestellt, also Messe, nein, das steht nicht in der Bibel. Dann die Bilder, das ist ganz gefährlich, da wird darauf hingewiesen in der Bibel, dass man die Bilder, dann werden sie angebetet, das soll man nicht haben. Die Orgel hat er auch eliminiert. Und jetzt kamen die jungen Leute auf den Punkt, dass sie gesagt haben, ja, aber die Taufe für Kleinkinder, die finden wir nicht in der Bibel.
Zwar hat Jesus gesagt, lasst die Kindlein zu mir kommen, aber nicht die Babys. Und wenn es heißt, er wurde getauft mit seinem ganzen Hause, ist gar nicht gesagt, dass man auch die Babys mitgetauft hat. Sondern es ging ja darum, wenn man die Babys tauft, dass man die Liste kann vervollständigen. Dass man nach 16 Jahren die jungen Leute zum Militärdienst kann aufbieten. Und der Zwingli hat gesehen, also die Taufe, die können wir nicht aufgeben. Das kann ich dem Rat der Stadt Zürich nicht verkaufen. Und dann gab es die große Diskussionen und schließlich wurden ja die Täufer schlimm verfolgt. Der erste wurde vor 500 Jahren in der Limmat ertränkt. Der hat gesungen, bis er ins Wasser gestürzt wurde. Und sie wurden vertrieben. Und das Erstaunliche ist, wie dann diese Bewegung von Zürich weitergegangen ist in den Kanton Bern. Dann hat ja auch der Kanton Bern die Reformation angenommen, nach Art von Zwingli. Und auch in Leutwil wurde ab 1528 nach dem Evangelium gepredigt und die Messe abgeschafft. Aber auch diese Bewegung der Täufer ging in den Kanton Bern. Und über Jahrhunderte hinweg hat der Rat der Berner, die gnädigen Herren, musste man ja sagen, die gnädigen Herren haben diese Täufer verfolgt, die ersten ermordet, die Männer geköpft, die Frauen verbrannt oder ersäuft. Und dann, da kann man viel darüber erzählen, dann haben sie auf die Galeeren geschickt, das war ja ein langsamer Tod, und dann aus dem Lande gejagt, nach Mähren, ins Elsass und so weiter. Zum Schluss, was in der Schweiz in der Schule gelernt wird, sie wurden in den Jura vertrieben, aber viele haben sie nicht vertreiben lassen. Das waren verkappte Täufer. Die haben den Kopf eingezogen, haben dem Pfarrer Schwierigkeiten gemacht, haben zwar ihre Kinder taufen lassen, aber haben dann 3, 4, 5 auf Paul taufen lassen, dass der Pfarrer gar nicht mehr weiß, was ist was. Und mit der Französischen Revolution ist eigentlich Religionsfreiheit entstanden in der Schweiz. Und dann waren sie eben frei, ihren Glauben jetzt zu leben, im Prinzip. Nach der Revolution hat dann der Staat und die Kirche die Zügel wieder angezogen und 1815 wurden in Langnau mindestens 25 Kinder zwangsgetauft. Und was jetzt wichtig ist für den Fröhlich, es war jetzt eine Gruppe von Täufern dort in Langnau und zu denen ist er gekommen und hat dann festgestellt, ja, die erzählen genau dasselbe. Man muss nicht die Kleinkinder taufen, sondern erst die Großen, die die Erkenntnis haben und sich dazu bekennen wollen. Zweitens, die schwören keinen Eid und ihr Leben muss dem Evangelium entsprechen. Und das Dritte hatten die Täufer, die Alttäufer, sie tragen keine Waffen. Und das hat er dann auch in sein Prinzip übernommen. Und sie haben sich gut verstanden. Ja, das steht alles dort, was ich jetzt erzählt habe, Entschuldigung. Das sind so Häuser im Kanton Bern, wo sie sich da versammelt haben. Und ein Berner, ein Gerber, der hat eine Tochter Bertschi von Dürnesch geheiratet. Der Altersunterschied war erheblich, aber das zeigt, dass sie sich gut verstanden haben, sich gegenseitig besucht haben. Und für mich ist das der Grund, dass ich mich überhaupt mit Dürnesch beschäftigt habe, weil ich in den Büchern von Langnau plötzlich Dürnesch gefunden habe. Und der Fröhlich, um wieder zu kommen, der hat nun gepredigt. Pfarrer wollte das eigentlich nicht haben. Hunderte von Leuten sind gekommen und die Täufer,
die konnten ihren Glauben leben, aber sie durften nicht evangelisieren. Und jetzt evangelisiert dieser Fröhlich und dann wurde er aus dem Kanton Bern vertrieben. Reiheverbot. Dann hat er einen Jungen geschickt und das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann gab es die Trennung in die Alttäufer und in die Neutäufer. Daher kommt der Name Neutäufer. Und der ja, ich muss da etwas schneller vorwärts machen. Hier ist eine Liste, wie viele Leute von jeder Sorte hatte es etwa ein paar Jahrzehnte später, 1800. Und das ist doch auffällig dann. Dann Alttäufer, die heute Mennoniten heißen, 150, Neutäufer 800, Baptisten auch noch 50, dann die Methodisten ganz stark und Mystiker, Irvianer von der katholischen Kirche und die Darbisten und die Antonianer und sogar Mormonen hat es zu der Zeit schon, 1880. Oh, jetzt habe ich falsch gedrückt. Jawohl. Und nun, im Kanton Aargau durfte er nicht sein, im Kanton Bern durfte er nicht sein. Und dann ging er zuerst wieder nach Wagenhausen, die haben ihn gerne aufgenommen. Und dann ging er nach Thurgau und war Hauslehrer bei der Familie Brunschweiler in Hauptwil. Der Alfred ist nicht da. Der Alfred Brunschweiler von Leutwil ist Nachkomme von dieser Familie Brunschweiler im Thurgau. Und dort hat er dann die Tochter Susette geheiratet, aber die Ehe wurde staatlich nicht anerkannt, weil die Bewilligung, die sie ihm gegeben hätten, die hat er nicht annehmen können. Und dann hatte er 3 Kinder. Das eine ist früh gestorben. Weil es gestorben ist, konnte er nicht dabei sein. Eugenie und der Samuel Gerson Fröhlich. Und der hat sich dann verheiratet mit einer wiederum mit einer Tochter Brunschweiler. Da hat man dann ein Bild davon. Und der Gerson Fröhlich, Samuel Gerson Fröhlich, war dann Textilfabrikant im Kanton Glarus. Und jetzt entstehen taufgesinnte Gemeinden, trotz aller Widerstände der Behörden, Störungen durch aufgewiegelte Banden im Thurgau, in St. Gallen, im Appenzell, in Zürich und im Kanton Schaffhausen. Und jetzt wird er als Sektierer aus dem Thurgau ausgewiesen. Es ist eine Familie im Thurgau und er darf nicht mehr hingehen. Er versucht daneben einmal zusammen mit den Baptisten in London eine Vereinigung der verschiedenen taufgesinnten Gemeinden, ohne Erfolg. Und die ungeklärte Ehesituation und die Ausweisungsverfügung zwingen zum Handeln. Ein letzter Versuch, in seiner Heimatstadt Bruck heiraten zu können, scheitert. Er soll zuerst seine Kinder kirchlich taufen lassen, dann geben wir ihm die Bewilligung. Und das kann er nicht, dem kann er nicht zustimmen. In Sely bei Basel wird ihm keine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Wer verhindert das? Die Seidenherren in Basel. Unglaublich. Und in Straßburg kann er schließlich nach französischem Zivilrecht heiraten. Und er bleibt nun seiner Familie in Straßburg und fängt seine Missionstätigkeit an. Aha. Wie geht es nun weiter ohne Samuel Fröhlich? Trotz üblen Schikanen wachsen die Gemeinden. Ein großes Problem ist der Zwang, Militärdienst zu leisten. Und deshalb wandern viele nach USA aus. Und endlich bringt 1874 die neue Bundesverfassung die Religionsfreiheit. Allerdings fehlen die fähigen Prediger.
es gibt keine Ausbildungsstätte für sie, sondern das sind alles Leute, die sich selber weiterbilden. Übrigens gibt er die Regel heraus, wenn in einer Gemeinde mehr als 2 Prediger sind, dann soll der 3. oder 4., die sollen sich eine neue Gemeinde suchen. Und auf die Art haben auch die Gemeinden dann haben sich weiterentwickelt. In USA entstehen sogenannte Apostolic Christian Groups. Zuerst haben sie sich als Amische bezeichnet, weil viel Amische zu ihnen gekommen sind. Und dann hat man das verwechselt und dann haben sie diesen Namen angenommen, Apostolic Christian Groups. Da gibt es 4 verschiedene davon und eine davon hat bis vor kurzem immer noch Deutsch gesprochen. Jetzt noch etwas über Österreich-Ungarn. Dort bilden sich Gruppen von Nazarenern, hat man die genannt, in Österreich-Ungarn. Und das hat mit dem begonnen, dass 2 Schlossergesellen in Zürich mit der Verkündigung von Fröhlich zusammengekommen sind. Und die sind zurück nach Budapest. Zu der Zeit war das ja Österreich-Ungarn. Also das war ein Reich, Österreich-Ungarn, und man hat in Österreich-Ungarn noch sehr, sehr viel Deutsch gesprochen, auch in Budapest. Und die haben dann sehr evangelistisch gewirkt. Und es ist unglaublich, wie sich die verbreitet haben. Ich habe ein altes Bild gefunden von Österreich-Ungarn. Das rötliche, das ist das damalige Österreich, das helle, weiße, das ist das Ungarn. Und dann Budapest ist da in der Mitte und dann ist er dort, oder sind hauptsächlich die Deutschsprachigen erfasst worden. Unten im Banat, in Siebenbürgen, in der Vojvodina und da oben in der Bukowina. Ein großes Problem hat es dann gegeben wegen einer Kleinigkeit, wegen dem Oberlippenbart. Die Alttäufer, die hatten ja, das sieht man ja, die hatten die großen Bärte, aber der Oberlippenbart, den haben sie geschnitten. Weil der Oberlippenbart war das Zeichen für einen Offizier. Und sie wollten mit dem Militär nichts zu tun haben, also haben sie den geschnitten. Und das hat sich dann auch bei den Neutäufern in den USA, ist das allmählich so üblich geworden. Aber die Leute und ein Neutäufer aus Schaffhausen, der ging extra nach USA, um gegen den Oberlippenbart zu predigen. Und das hat sich dann derartig zugespitzt. Und 1905 hat man dann in Basel eine Konferenz abgehalten wegen diesem Thema und wollte eine Lösung finden. Und stattdessen gab es dann eine Spaltung zwischen den Verträglichen und den Unverträglichen, den Vertragsamen und den Unvertragsamen. Und in Langnau gibt es auf dem Giebel, sogenannten Giebel, in Langnau hat es so Etagen, auf dem Giebel hat es die Verträglichen, die sind in der Allianz, und in Bärau hat es die Unverträglichen. Und die hier in Dürrenesch, die gehörten auch zu den Unverträglichen. Das Prinzip ist, habt keine Gemeinschaft mit den Ungläubigen. Und zu den Ungläubigen, kann man jetzt verstehen, gehören alle anderen. Und das ist die Kapelle der Neutäufer hier in Dürrenesch. Dann die brüderliche Hilfe. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Schweizer, haben eine Organisation gegründet, Hilfsorganisation in Zürich, durch die Unternehmer Geistlich und Kampli. Also braucht man ja schon einen Unternehmer, um so etwas auf die Beine zu stellen. Die Organisation heißt Die Hilfe
Und sie haben Hilfsaktionen in den kriegsgeschädigten Ländern, in Deutschland und in dem ehemaligen Österreich-Ungarn gemacht. Und die Finanzierung war durch die Gemeinden in der Schweiz und in den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Hilfe natürlich an sich noch viel wichtiger und viel schwieriger. Also mit der Eisenbahn konnte man die Hilfe nicht bringen, denn die Eisenbahn wurde unterwegs ausgeraubt. Und so haben die Geist, wiederum Generation später, Geistlich und Kampli, haben Lastwagentransporte organisiert und haben in Wien ein Zentrum eingerichtet für die Hilfe. Und es war so überraschend für sie, für alle, wie aus den östlichen Ländern, jetzt kommunistisch, so viele Gläubige geflüchtet sind. Denn die wurden ja verfolgt im Kommunismus. Und die Hilfe hat dann erst gezeigt, wie enorm, wie groß die Menge ist. Neutäufer heute. Ich habe heute schaut man ja im Internet, um etwas herauszufinden. Und da habe ich mir noch etwas herausgenommen. Und durch die ganze Welt findet sich nun Neutäufer Apostolic Christian Church in vielen Ländern. Argentinien, Brasilien, Kanada, Mexiko, Paraguay, selbstverständlich Vereinigte Staaten, Schweiz, Österreich, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Rumänien, Serbien, Slowakien, Schweden, Ukraine, Australien, Japan, Papua-Neuguinea, Ghana, Afrika und sogar in Israel. Und das ist der Schluss. Der Fröhlich ist sehr früh gestorben, in Straßburg, ist dort beerdigt, aber hier ist ein Gedenkstein in Illinois und da kann man nur dazu sagen, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schauert an und folget ihrem Glauben nach. Es ist ungeheuer eindrücklich, wie aus einem kleinen Anfang hier in Leutwil eine so große Gemeinde entstanden ist. Heute gibt es etwa 2,5 Millionen Neutäufer auf der Welt. Das sind mehr als Mennoniten. Ich danke vielmals fürs Zuhören und für die Geduld, die ihr mit mir habt.